jetzt nicht noch ein bisschen warten mit dem Regen. Oh. Also, hallo zusammen und willkommen aus dem leicht regnerischen Zürich-Oerlikon. Im heutigen Video dreht sich alles um das Thema Fotografie. Genau. Nein, gehen Sie zu der Leitung bei. Wir sind heute nämlich an der Foto 19. Das ist eine Werkschau, wo 250 nationale und internationale Fotografen ihre Arbeit zeigen. Das ist also die grösste Werkschau für Fotografie in der Schweiz. Und ich glaube, bevor wir jetzt hier völlig verschifft werden, gehen wir schnell rein in die Wärme und ins Trockene. Es ist echt spannend, mal so viele verschiedene Arten von Fotografie auf einem Haufen zu sehen. Es gibt wirklich alles über Landschaft, so Akt, Porträt, Reportage, Schwarz-Weiß, halt durchs Band, alles, was man sich vorstellen kann. Und ich weiß gar nicht, was mir am besten gefällt. Eigentlich schon ein bisschen so, ja, Porträt und Landschaft und so, aber es gibt mega viele spezielle Bilder, die man einfach anhalten und sich ein bisschen anschauen muss, bis wir dann auch checken, was eigentlich drauf abgeht, und das finde ich auch irgendwie mega spannend. Wir haben uns noch Tickets gesichert für ein Seminar von Gianpaolo Lozza, wo es um Porträtfotografie geht, besser gesagt um wie man kommuniziert beim Fotografieren, was es da für Tricks gibt, und ja, bin mega gespannt, mal schauen, was er da zu erzählen hat. So, das waren ein paar Impressionen von der Foto 19. Leider war das schon der letzte Tag, also wenn euch das jetzt gefallen hat und ihr Lust gehabt hättet, da gerne selber mal vorbeizugehen, müsst ihr euch bis nächstes Jahr gedulden. Das ist schon. Das stört nicht. Aber es war auf jeden Fall mega spannend, so viele Arten von Fotografie zu sehen. Was uns besonders gut gefallen hat, ist so Reportagefotografie. Das haben wir eigentlich schon gewusst, das machen wir auch am liebsten. Wir haben probiert, so ein das Lieblingsbild zu finden, und es war ein bisschen schwierig. Ich habe eins gefunden, das mir sehr gut gefällt, und ich gerade wieder an die Wand hängen. Das ist mit diesen Flamingos, aber es hat so viele mega Hammerbilder gehabt. Der eine oder andere, den man kennt, also zum Beispiel der Joni Hedinger, kennen vielleicht der eine oder andere von Instagram, oder der André Stummer, André Stummer, weiß ich nicht. Ich glaube, André Stummer. Ja, André Stummer, keine Ahnung. Auch das Seminar von Gianpaolo Lozza war mega spannend, mal so ein bisschen zu hören, wie so ein erfolgreicher und erfahrener Fotograf das anstellt, wenn er halt da zum Teil grosse Persönlichkeiten vor der Linse hat. Er hat wirklich schon alles geschossen, von Julian Assange bis Sepp Blatter und Pete Sampras, und es ist mega interessant zu hören, wie der das so angeht. Das eigentliche Highlight vom heutigen Tag kommt jetzt aber eigentlich erst noch. Wir gehen jetzt unser Equipment aufstocken, und zwar ersetzen wir unsere Fotokamera und brauchen sonstige Kleinigkeiten, und für das gehen wir jetzt zur Light & Bite und schauen, was wir da noch Schönes zutun können. Genau.
Ja, das ist das gute Stück. Wegen dem sind wir eigentlich ursprünglich zu der Light & Bite gegangen, weil die Meli unbedingt auf die Kamera upgraden. Ich habe ja vorher immer mit der EM5 gefüttert, oder besser gesagt, wir haben mit der EM5 gefüttert. Das ist jetzt die EM1, das ist so ein bisschen die Profi-Version von meiner alten. Und ja, mega Freude, jetzt die ein bisschen ausprobiert haben wir sie schon. Im Oktober haben wir sie schon mal getestet für einen Monat. Und sie waren mega happy damit und jetzt ist sie unsere. Genau, und wir haben sie uns vor allem auch zugetan, weil wir gerade für den nächsten Auftrag, den wir haben, gedacht haben, das Upgrade macht sicher Sinn. Und wie ihr seht, wir haben ja ganz andere Kleider an, wir sind irgendwann in einem Hotelzimmer. Und wo das wir genau sind, ich weiss nicht, das erkennen ihr wahrscheinlich nicht, aber da hinten ist der Bahnhof von Interlaken. Ja, wieso sind wir da? Ja, wir sind hier für einen Auftrag und wir haben gedacht, wir zeigen euch mal ein bisschen, wie es bei uns so abläuft, wenn wir einen Dreh haben. Das ist aber nicht mehr in diesem Vlog, sondern da müsst ihr euch bis das nächste Mal gedulden. Darum, wenn ihr das Behind-the-Scenes-Video nicht verpassen wollt, dann unbedingt unseren Kanal abonnieren, Glocken aktivieren und ja, da bleibt uns glaube ich nur noch eins zu sagen. Happy Abfahrt! Vergesst nicht. Geht raus Und schreibt eure eigene Geschichte. Ja. Also dann macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen! Tschüss!